Tja Leute, unglaublicher war aber, was da am letzten Part geschehen ist, wegen der Sternschnuppe-Drache-Effekt und so. Also ich weiß auch nicht, ich habe mir dann nochmal ein bisschen schlau gelesen im Internet, aber ja, also viel kann da nicht dabei heraus. Also entweder habe ich da echt irgendwie Fehl geleistet oder ich wurde komplett verarscht. Eins von beidem. So, nochmal zocken, ja, von mir aus. Wir müssen also irgendwie trotz allem noch rocken. Gut, können wir mal das Stick und so, ist ja schön. Weil sowieso beim letzten paar Duell immer zuerst verloren und dann doch gewonnen. Weil halt irgendwie hinter die Strategie kam. Ich meine, ist ja toll, ich lerne aus meinen Fehlern und so, ist ja schön, aber wenn ich mir jetzt verlieren muss, bevor ich gewinne, ist das also 50-50-Situation, nicht unbedingt gerade das Gelbe vom Ei. Egal, versuchen wir nochmal. Gegen diesen Neftis Könner mit seinen Vampir-Unterstützungsdeck, so rum. Und gucke mal, gut. Setze nochmal den im Verteidigungsmodus und setze eine Karte verdeckt. So, wehe aktiviert es nochmal, müssen Weltraum-Taifun, hey, dann kotze ich ihm voll aufs Duellbrett. Ja, unter Umständen fast genauso schlimm, der magische Hammer. Gut, wenn man ein paar Karten aus, dann das Deck zurücklegt, mischt dann ein bisschen. Jetzt. Das ganze Deck oder was? Okay, eine Karte behält er, 5 gehen zurück. Entschuldigung, 4 natürlich, weil er hat bereits eine... Was soll denn das? Achso, genau das. Tal der Tote, muss ich unbedingt dran denken. Ja, wenn die Karte gespielt ist, darf ich keine Monster mehr vom Friedhof zurückholen. Ne? Da muss man unbedingt drauf achten, sonst ist das echt ein bisschen doof. Er spricht Zombie-Effekte und natürlich auch Sternschnuppe-Drachen in diesem Falle. Wären dann echt ein bisschen, ja, doof. Und er hat Kiku beschwört, Mann. Ja. Das Spiel, wenn ich frage mich gerade, wenn ich nachher Goyo-Wächter rufen würde. Würde trotzdem nicht klappen, wa? Und das nur gegen Tal der Toten. Unberührt aus von ihren eigenen Effekten. Ja, das wird natürlich. Da heißt es, Sternschnuppe-Drache wird trotzdem funktionieren. Crazy. Oh, vor allem ist nicht richtig so gut, aber das ist gekontert. Nehmen wir es nochmal ganz kurz. Hä? Kann er im Friedhof bleiben von Karteneffekten unberührt, außer in den eigenen Effekten. Das wird bedeuten, Zombie können auch. Seltsam. Ne, im letzten Part auch so, dass der Zombie nicht mehr zurückgekommen ist. Genau wegen dieser Karte. Aber es kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, es bleibt, es ist verrückt, es kann man durchaus so bezeichnen. Krebons ist back to the ring. So, warum nicht nochmal so eine Massenvernichtungskarte, nicht wahr? Und deswegen... würde ich mal sagen, oder Breaker vielleicht? Also aber vor allem Karte vernichten. Aber nee, du garantiert nicht, du bist mal zu heikel in diesem Duell. Gehirnkontrolle beim Neftis, das könnte noch was sein. So, das und was? So, Hexer, jetzt Krieger, gut. Jetzt haben wir eine Synchro-Beschwörung, natürlich eine, die mir ein bisschen mehr Power gibt. Und Synchro Summon. Und hier kommt, genau, Flammelokers. Geil, Mann. Back to the ring. So. Dann wird es Zeit für den Angriff meines Flammelokers, der dir einfach mal so 300 Punkte als Schaden abzieht. Und das nur, weil er dich nicht leiden kann. Du. Und wird sogar noch stärker. So, dann noch 2 Karten auf der Hand. Gleich 3, trotzdem bin ich leicht in Führung. Naja, wir wissen ja, es kann sehr schnell kippen. So, setzen eine Karte verdeckt. Das ist natürlich nicht sehr viel. Ja, Halleluja! Nein, muss ausgerechnet die Lichtschwerter kommen. Ausgerechnet jetzt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr doof. Vor allem natürlich, muss ich sowieso darauf achten, war also zuerst Riesentornado spielen, bevor ich den spiele, weil sonst klappt es sowieso nicht.
Okay, da bleibt er einmal davon verschont. Okay, lass jetzt mal noch. Ganz vorsichtig, weil Lichtschwerter. Ja, ich weiß, 3 Züge sind unter Umständen ein bisschen viel. Kontern gerne, aber will ich vorher sich in einem Zug das Duell beenden. Wenn ich schon kontere. Okay, mach noch nichts. Sehr gut, sehr gut. Noch weiter meine Armee nach vorne schicken. Und da kam es zurück auf die Hand. Meine Gehirnkontrolle. Gut, jetzt den noch verdeckten Verteidigungsmodus. Und setz nochmal aus. Die Lichtschwerter wäre noch eine geile Karte. Ich meine, ist auch ein Oldtimer. Ist ja schon seit der ersten Serie. Aber die Karte kann es auch heute noch einsetzen. Ist einfach so eine geile Karte. Auch schickes Artwork und so. Kann man durchaus machen. So, komm schon, liebes Deck. Jetzt wäre was gemeinsam mir stark. Komm schon, gib's mir. Gib's mir. Was kriege ich? Also ich hätte den, weil der wäre eigentlich noch ganz cool, aber dazu komme ich gleich noch. Stufe 7, ja, wird natürlich auch gehen. Stufe 5 so. Moment, ich überlege gerade noch, was ich da am besten mache und zaubere, nicht wahr? Gut, die Karte ist weg. Sehr schön. Hier ist echt Konzentration gefragt, Leute. 3 Karten verdeckt, ja, glaub's auch. Okay, wollen wir mal. Ender-Synchron. Sparen wir noch auf für später. Ich rufe erstmal als Flip-Beschwörung die gute alte Riesenbazille. Sehr schön, und jetzt ein bisschen Zeit zum Synchronisieren. Ne, ja, den haben wir noch für später auf. Der wäre jetzt auch ganz cool. Müssen wir Verteidigungsmodus rufen. Obwohl, natürlich. Was mache ich da überhaupt? Alter, blickt die ganze Zeit. Was spiele ich da und so? Alter, hab's doch genau vor meiner Schnauze, kann man beinahe sagen. Der antike Feendrache. Die perfekte Antwort auf jegliche Feldzauberkarte. Ja, yeah, Mann. Die Karte ist gleich weg. Und wie sie das ist. Antiker Feendrache, aktiviere deine besondere Fähigkeit. Antiker Feenwirbelwind. Yeah. Blub. So, kann dann nochmal Monster holen, kann ich nicht angreifen, wa? Genau, das wäre ein bisschen doof, also lassen wir das mal noch. Stattdessen rufe ich Gerümpelsynchronisierer im Angriffsmodus. Kann seine besondere Fähigkeit zum Zuge und ich kann mir Krebon zurückholen. Ja, auch den gibt's noch. Und es wird gleich nochmal synchronisiert. Das ist einfach nur der pure Wahnsinn. So, ich habe hier ein Stufe 5 Monster noch da, wie es aussieht. Natürlich auch Stufe 6 wegen Level Urkisas. Den rufen sie lange nicht mehr, aber nee. Den rufen, nee, gegen hat er kein Licht. Dick. Das wäre noch ganz geil. Das Problem ist nur, mir fehlt jetzt da ein bisschen Power noch. Okay, würde mal sagen, doch ihn war. Siu, siu. Und Synchro Power. Katasto, Angriffsmodus. Ne, das lassen wir mal. So, also dabei sollen sie erstmal vorbeikommen. Hey, alter Schwede. Und nun, Flammelokisas. Lösche verdeckte Monster aus. Das war irgendwie klar. Der musste sich ja irgendwo noch verstecken. Zack. Jemand wird noch stärker. Okay, das sind Pyramidenschildkröten, die bereits vernichten durch ihren eigenen Effekt. Wieso eigentlich nicht, wa? Katasto, los, vernicht diese elendige Pyramidenschildkröte. Und die kommt so schnell nicht wieder zurück. Sehr schön. Tja, würde man sagen, das war's für heute, wa? Yeah. Kann man schon rufen wir uns im Angriffsmodus. Ach, hat da noch ein Teil der Toten. Wait mal, ich kann doch einmal pro Spielzug eine Feldzauberkarte zerstören. Hä? Oder geht der Effekt nur einmal? Moment, das sehen wir gleich. Wäre ganz geil.
wenn das klappen würde. So, mal gucken, klappt das echt oder wie? Das ist so. Alter, ist das fies! Da kommt so gar nichts mehr. So, jetzt will ich mal Endersynchron Special Effekt sehen. Ja, klappen, war wohl das Stufe 2. Oh, das ist noch ein bisschen doof. Hier Stufe 5 noch. Ich riskiere es mal. Ich rufe Endersynchron im Angriffsmodus. Und will nochmal ein bisschen synchronisieren. Da rufe ich ihn hier. Feldzauber ist natürlich schon geil, aber langsam das Ganze mal weg damit. Ah, das wär's doch. Rächender Ritter Parsha. Wenn wir schon mal bei Defense Monster sind, ist das die perfekte Antwort. So, nun die Special Ability, genau. Kann natürlich auch die wechseln. Und zwar kommt der jetzt mal in den Angriffsmodus. Das gilt dann trotzdem. Ist ja noch interessant. Wieso? Was kannst du jetzt noch? Gegner kontrollieren, dann kann ich schon nicht sagen. Yep, wird sogar noch gehen. Blub. Und zwar, ja, nehmen wir den, wa? Kommt der auch noch in Angriffsmodus? Ich weiß, soll es nicht tun, Leute, aber ich habe gerade so viel Spaß dabei und ich will einfach mal nur so viel geile Action-Power haben, wie es nur geht. Gehirnkontrolle. War das sogar ein bisschen unnötig, aber egal. Und gar dieser Spion gehört mir. So, die nächste Synchro-Beschwörung. Alter, hör nicht mehr auf hier. 4 Synchro-Monster. Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Wer hat das zum letzten Mal hingekriegt? Gleichzeitig 4 Synchro-Monster auf dem Feld. Das musst du erstmal schaffen. Ja, mir geht gar nichts. Also 5 kriege ich gar nicht hin. Also dann vom Friedhof zurückholen. Dann wird es vielleicht klappen, aber sonst... Alter, was habe ich denn da für ein Angebot? Ist ja Wahnsinn. Sogar einfach jetzt mit dem... Ja, mach mal so, wa? Gojo-Wächter! Vernichte! Gravwächter Spion! Und lösch ihn aus. Oder von mir aus auch sie. Spielt keine Rolle. Hauptsache es tut ganz schön weh. Was? Das geht nicht! Wie das geht? Natürlich, komm zurück zu mir. So, und nun Flammenvelorkisas löscht das nächste Monster aus. Flammende Faust! Ah, noch ein Gravwächter Spion. Das ist bereits der dritte. Ich frage mich, ob es noch einen Deck hat. Ich glaube, es wäre ja weniger. Ja, ist ja klar. So, jetzt mal gucken, was das so ein Deck hat. Ja. Schrumpfen, ist klar. Ja, auch. Vampirlot, ne, auch nicht unbedingt. Neftis, okay. Zweimal Neftis im Deck. Oder sogar dreimal? Ne, nur zweimal. Zweimal Schrumpfen hat der, ist klar. Und ich hatte ein einziges Mal. Gemeinheit. So, der wäre hinüber. Dann kann direkt mal Rächender Ritter Parsha. Und löscht den nächsten aus. Die Zauberin! Oh, das gibt Schaden, ey. Eieiei, gibt das Damage! Und hast du noch einen Zauberer? Ja, genau. Wird der gleiche sein. Das dachte ich mir schon. Ne, ich lass mal so. Weil auch wenn ich jetzt den zerstören würde, ruft er vielleicht nachher irgendwie noch einen anderen Hexenmonster, das ich nicht unbedingt gerne hätte. Deswegen lass das mal. Und warte noch. Obwohl es ein Flip-Effekt. Ne, eben. Wollte schon sagen, Tal der Toten. Er hat es echt dreimal gehabt. Hey, dreimal auf der Hand, Tal der Toten. Naja, ist natürlich mein Regenbogendrache weg. Regenbogendrache. Bin ich mir ganz dicht, Leute. Der antike Feendrache wollte eigentlich sagen. Wait mal. Ey, das war aber fies. Och, come on, hey, du Ass. Wie kann man nur so ein Penner sein? Ist mal ganz ehrlich. Egal, setzt den verdeckt und was habe ich jetzt da noch alles? Krieger, haben wir noch ein paar tolle Krieger. Ja, der wäre noch was. Der auch, ja, aber sowieso schon 2 auf dem Friedhof oder nur einen? Nur einen, okay.
Ja, gut. Ja, nur verrufe ich nochmal irgendwie so einen schwarzen Rosendrachen. Nur mal langsam mal die Synchromonster ausgehen. Alter, schon wieder 4 Synchromonster auf der Welt. Das schafft man echt nicht so oft. Freundliche Volta, na geht doch, da bist du ja. 3 Karten ziehen, 2 ablegen. Ich hätte vorhin ganz gut gebrauchen können, also aber ganz, jetzt gar 5 gehabt, hey, alte Schwede. Okay, Straßen und Sternlicht, kein Bock auf dich, den mache ich auch nicht mehr. Also nur klappen. Nee, das klappt momentan leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Deswegen setze ich jetzt die mal verdeckt und beende meinen Zug. Das Problem ist, Schrei der Untoten klappt ja nur, wenn es auf Kette aktivieren würde. Sprich, sobald er die Karte aktiviert, müsste direkt Schrei der Untoten aktivieren. Nur dann wird es klappen. Na, guck mal an, der Cyberdrach. Okay, riskiere es doch mal. The show must going. So, Alkan gehen zurück. Und ich aktiviere die Zauberkarte Rückkehr des Kriegers. Und kann dank der einen alten Krieger vom Friedhof zurückholen. Und ich entscheide mich für den Zwillingsschwerplünderer. Sehr schön. Rufe ich mal im Angriffsmodus. Ja, jetzt echt. Ja, unsere Zauberkarte gemeinsam wieder stark wäre jetzt echt praktisch, aber egal. Geht auch so. Zwillingsschwerplünderer, los geht's! 800 Punkte, Schaden ab. Oh Mann, das geht nicht! Und wie das geht, du hast doch sowieso nichts mehr. Ja, einen Sauron hat er noch, okay. Aber die letzte. Und deswegen kann ich nochmal angreifen. Da hast du wohl Pech gehabt, was? Tja. Er ist nicht umsonst der Zwillingsschwerplünderer, ist doch kein Zwillingsmonster, also bis heute noch 100. Aber egal. Oh, da hat echt noch einen. Neftis Butlerin. Ja, so. Und dann schnappt sich gleich noch meine Riesenbazille. Das Schwede, Freunde, das Duell dauert bereits den ganzen Part. Ist das übel. So. Jetzt noch 2 Karten verdeckt und das war's. Zug 20 gleich. Mal Lebenspunktunterschiede. 9000 zu 900. Lange dauert's nicht mehr. Darauf habe ich gewartet. Schrei der Untoten kommt zuerst mal. Und ich wähle nochmal, ja, muss fast, war ich nochmal zerstört, nochmal einen Bonus. Einen fetten kleinen Bonus und rufe ein starkes Monster. Gehen wir mal sicher mit starken Monster. Rufe ich echt einen Ritter Parsha, der hat ja auch was drauf. Ja, wieso nicht? Hier kommt der rächende Ritter Parsha. Tja, ausgetrickst. Ich sag's ja, Ketten muss man können. Ketten umgehen muss man können, Entschuldigung. Und jetzt hat er nichts mehr drauf. Und das war's für ihn. Tja, wir können natürlich den Modus noch switchen, dank Parsha, aber ganz ehrlich, damit noch einen gefährlichen Effekt aktivieren? Nee. Also, okay, sogar kein offenes, Entschuldigung. Und mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ist noch egal, das Duell ist sowieso vorbei. Danke unseren verteidigungsumgehenden Monster, weil wir schon 3 Stück im Deck haben, 2 Synchro und ein Effektmonster. Auch nicht schlecht. Tja, Freunde, das war's mit Part 79. Ja, ich weiß, wir müssen früh dran, aber die restlichen Parts sind sowieso immer Überlängen gewesen, spielt das keine Rolle. Jetzt sind wir ein bisschen kürzer. Darin liegt ja auch die Würze, Entschuldigung. Colette nochmal 10 AP bekommen, sehr schön. Dann gehen wir nochmal da runter und kriegen eine Schlüsselkarte Level 2. So, jetzt sind wir hier echt mal ja, soweit durch, weil wir können eigentlich überall durchgehen. Der noch. Festival, der will es auch duellieren. Okay, Leute, im nächsten Part duellieren wir uns mit Lasan. Mal gucken, was da für eine Karte gefordert ist. Tja, und sonst geht es wieder zurück und ja, wieder mal 2 bis 3 Trains, das schätze ich mal durchboxen, bis wir da endlich durchkommen.
Ja, du Scheimgleis. Bis zum nächsten Mal bei Part 80 dann bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, ey. Alter, ich glaube, das Let's Play geht noch weit über die 100er Parts hinaus. Och, Menno.